Und jetzt wird geflitzt, hey, sag ich euch. Da könnt ihr mal gucken, was in dem alten Mann noch Speed steckt. Also, in den Knochen von dem alten Mann. Nicht, dass ich Speed geschluckt hätte. Nein, 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 nein. Wer gläubig ist, der braucht keine Drogen. Die Bibel macht mich high. Auch wenn es noch gar nicht gibt. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt. Aber der Gedanke daran, dass die Bibel existieren könnte, beflügelt meine Schritte. Okay? Gut. Bestimmt. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit I am Jesus Christ. Und guck mal da, wir sind frisch angekommen in dieser komischen Wurststadt. Chorizo oder so heißt die, bin mir nicht ganz sicher. Und wir wollen jetzt mal gucken, was es da gibt. Also da gibt es einen Glitzerfunkel, was ist das? Die schwarze Synagoge freigeschaltet, im Kodex nachsehen mit oben. Schwarze Synagoge, eingebettet in die Hügel nördlich des Sees Genezareth. Ich weiß nicht, was ich für ein Problem habe. War das Dorf Chorizo oder wie das heißt, während der römischen und byzantinischen Zeit eine lebendige jüdische Gemeinschaft. Die Synagoge des Dorfes wurde fast vollständig aus Basalt errichtet, einem dichten schwarzen Vulkangestein aus der Region. Trotz seiner Härte und der Schwierigkeit, es zu bearbeiten, formten Handwerker den Basalt zu kunstvollen Säulen, Friesen und sogar einem Stuhl des Mose. Die Verwendung von Basalt in Chorazin zeigte nicht nur das lokale Handwerk, sondern verlieh dem Bauwerk auch eine feierliche, beständige Ausstrahlung. Ja, dann muss ich jetzt natürlich mal den Stuhl des Mose angucken. Was für harter Stuhl hat er denn gehabt? So. Aha. Naja, ich habe schon übleren Stuhl gesehen, aber auch schon schöneren. Definitiv. Ah, der Sitz des Mose. So, sorry. Der Sitz des Mose in Chorazin bezieht sich auf einen steinernen Stuhl in der Synagoge, auf dem religiöse Führer saßen und aus der Tora vorlasen. Dieser Stuhl symbolisierte die Autorität der Person, die die Lehren verkündete, da Mose in der jüdischen Tradition als der oberste Gesetzgeber galt. In den Synagogen Galiläas wie der in Chorazin war dieser Sitz ein auffälliges Merkmal und spielte eine zentrale Rolle im religiösen Gemeindeleben, da von dort aus religiöse Gesetze und Lehren verkündet wurden. So, dann haben wir hier wieder eine Bütt. Okay, ist keiner da, aber sobald ich mit meiner Rede anfange, werden sie kommen. Passet auf. Als er vortrat, wurde die Menge still, die ist ja noch gar nicht da. Manche kamen, um zuzuhören, manche kamen, um zu urteilen, andere wollten nur den Mann sehen, von dem sie gehört haben, und Krapfen essen. Oder Berliner. Dann trat Jesus vor, blickte in die Menge und begann zu predigen oder sowas. Ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Ein Teil der Saat fiel auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie auf. Ein Teil fiel auf steinigen Boden. Er ging schnell auf, doch als die Sonne aufging, verdorrte er, weil er keine Wurzeln hatte. Ein Teil fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten ihn. Ein Teil aber fiel auf guten Boden und brachte reiche Frucht. So ist es mit dem Wort, das zu Menschen kommt. Manche hören, nehmen es aber nicht an. Manche nehmen es mit Freude auf, halten jedoch nicht stand. Und manche hören, doch die Sorgen dieser Welt ersticken das Gute in ihnen. Kenne ich. Gesegnet ist aber der, dessen Herz guter Boden ist. Denn das Wort lebt, und wo das Herz offen ist, wird es Frucht bringen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Michael von Lenneberger heißt, der möge haben Öhre. Nee, Löhre. Nee, wie hieß das? Öhre, glaube ich, oder? Wie war die Währung von Michel? Ich glaube Öhre. So, okay, hätten wir das auch geklärt? Ja, genau. Geht fort hier. Brauchst nicht mehr reingehen, ich predige das rum. Ich kann nur einmal am Tag, ich bin doch keine Maschine. Lass mal gucken, war's das schon hier? Okay. Dann müssen wir jetzt, Hallöchen, wieder weitergehen. Ich nehme mal die Abkürzung hier. Ho, hopp. Ab. Hoppala. So. Und zwar, es war ja nur ein kurzer Zwischenstopp. Wir wollen ja eigentlich zu ihm hier gehen. Wer auch immer das ist.
Aber zu ihm wollen wir, ja? So, jetzt schnell hinter dem Olivenbusch verschwinden und jetzt wird geflitzt, hey, sag ich euch. Da könnt ihr mal gucken, was in dem alten Mann noch Speed steckt. Also in den Knochen von dem alten Mann. Nicht, dass ich Speed geschluckt hätte. Nein, 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 nein. Wer gläubig ist, der braucht keine Drogen. Die Bibel macht mich high. Auch wenn es noch gar nicht gibt. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt. Aber der Gedanke daran, dass die Bibel existieren könnte, beflügelt meine Schritte. Okay? Gut. Dann rennen wir mal weiter den Weg entlang. Ist ziemlich wenig los, hä? Wahrscheinlich gibt es hier Maut oder so. Dekapolis. Moment, was ist das hier? Sieht ja irgendwie sieht mir das römisch aus, wenn du mich fragst. Weiß nicht, die Zelte sind so eckig. Da sitzt wer. Erstmal Lage checken. Nicht, dass ich hier in den Hinterhalt gerate. Guckst du mich so böse an, hä? Ah, okay. Nein, ich wollte mich nicht auf deinen Stuhl setzen. Keine Angst hier. Oh, guck mal hier. Was machen die da? Ist das eine Fischzucht? Hallo? Ist das eine Fischzucht? Ich grüße dich in aller Demut. Friede sei mit dir. Zu dir komme ich nachher. Scheinbar. Oh, guck mal. Das ist aber nicht gut. Die kommen doch da drüber, oder nicht? Das ist nicht gut. Wieso komme ich denn da nicht rein? Ich will ein bisschen planschen. Hallo? Ich guck mal, ob ich da irgendwie reinkomme. Mag doch ein bisschen planschen. Ah, siehst du. Nee, komme ich nicht. Na, sowas. Ja gut, dann fragen wir mal den hier. Hallöchen. Sag mal, hast du ein Ei am Wandern oder was ist hier mit dir los? Gehst von einem Hocker zum anderen. Machen wir hier die Reise nach Jerusalem. Da haben wir mal viel zu viel Hocker. Guck mal, wir sind ja nur zu dritt. Und ich sehe hier alleine 1, 2, 3, 4 Hocker. Das funktioniert so nicht. Da müssen wir noch ein bisschen drüber reden, wie das funktioniert. Man sollte doch glatt denken, dass die Leute damals, gerade die Leute um Jerusalem, wussten, wie die Reise nach Jerusalem geht, oder? Naja. Oh, welcome. Oh, willkommen. Was führt dich her? Willkommen, Philippus. How do you know my name? Woher kennst du meinen Namen? Dann habe ich... Ja, egal. Erinnerst du dich nicht? Wir haben uns schon getroffen. Rabbi, I remember. Rabbi, ich erinnere mich, doch bei deiner außergewöhnlichen Taufe hatten wir keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ja, genau, da war das. Ich kann mich ganz genau erinnern. Dann ist dies eine gute Gelegenheit, es nachzuholen. Ich habe gehört, was du in Kana getan hast, Herr. Die Nachricht erreichte sogar Johannes. Er sprach davon, dass du nun öffentlich einen neuen Weg gehst. Stimmt, ich mag übrigens deinen Bart. Aber pass mal ein bisschen auf, dass der direkt unter der Nase, dieser 2 Finger breite Bart, dass der nicht zu groß wird. Und auch nicht drumherum abrasieren, das sieht sehr dumm aus. Folge mir, du wirst sehen, wohin er führt. Wunderbar! Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und von dem auch die Propheten berichtet haben. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Hast du gefunden, ja? Junge, ich bin zu dir gekommen. Das ist ganz was anderes, aber okay. Kannst du aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ja, komm und sieh's dir an. Wie, was soll denn das heißen? Was soll denn das jetzt hier? Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Ja, ich, Junge. Komm her und guck. Siehste? Hier bin ich. In meiner ganzen Pracht kann locker 1 Meter aus dem Stand hochhüpfen. Ist das nix oder was? Junge, du machst dich gerade unbeliebt. Shalom. Ja, Shalom, Friede, El Shalom, El Friede. Alles klar. Hier ist ein wahrer Israelit, in dem kein Trug ist. Woher kennst du mich? Was hast du ihm erzählt? Bevor Philippus dich schrieb, hatte ich dich schon gesehen. Damals hörte ich dir zu, voller Sorge, draußen unter dem Feigenbaum. Aha. Ja, aber folge mir und noch vieles wird dich überraschen. Meister, du bist wahrhaft der Sohn Gottes, der König Israels. Ja, gell? Wahnsinn, oder? So, gucke, wir haben einen Apostel berufen. Haben wir jetzt halt alle durch? So, egal. Du wirst den Himmel geöffnet sehen. Und die Engel Gottes auf und niedersteigen über dem Menschensohn. And thus Jesus called 2 more apostles.
So beriefe 2 neue Apostel. Philippus stets bereit, anderen Zeugnis zu geben, und Bartholomäus, der Skeptiker, der in einem Moment persönlicher Offenbarung wurde zu einem Zeugen mit einem kühnen, erhabenen Glaubensbekenntnis. Okidoki. Dann haben wir euch beide. Ist doch super. Und du sitzt wieder. Willst du immer noch weiter reisen? Also du hast Angst, dass ich dir den Stuhl klaue, gell? Ich hab dir doch erklärt, das sind doch genug da. Ui, guck mal, das sind sogar 5. Das sind sogar 5 und die Palette könnte man auch noch nehmen. Okay, jetzt pass aber erstmal auf. Also wir scheinen scheinbar alle zu haben. Und jetzt soll ich das Haus des Petrus aussuchen. Der wohnt doch irre weit weg. Was ist denn das da drüben? Gergessa. Ja, habe ich auch schon mal gegessen. Ach, guck mal. Ah, jetzt soll ich nach Kapaun. Wir beamen uns. Zawupsch. Oh, das wollte ich eigentlich. Nee, das mache ich gern vor Menschen, dass die sehen, wie krass ich bin. Was für ein krasser Checker, dass ich mich hier frei rumbeamen kann. Denn ich bin der Sohn. Alle Söhne kennen das. Könnt ihr nicht wissen, ihr seid keine Söhne. Hoffentlich merkt es keiner, was ich gerade für einen Quatsch gesagt habe. Okay, dann gehen wir mal schön weiter. Zum Pedal. Moo. Ich hätte es nicht besser sagen können. Erreiche das Haus von Petrus und sprich mit Petrus. So, wo ist denn mein Pedal? So, das ist der Fußballplatz. Ah, ja, ich weiß, wo wir sind. Irgendwie kenne ich mich hier schon richtig gut aus. Wo bin ich hier? In Kapernaum. Da kenne ich mich schon recht gut aus. Der wohnt da und da ist auch ein Zöllner da. Da wohnt der Zöllner. Also der wohnt da nimmer. Der ist jetzt bei mir, das ist der Matze. Matze ist der Zöllner gewesen. Der hat jetzt einen anderen Job. Auch nicht einen Zweitjob, sonst wäre er ja noch hier. Da stehen noch ein paar rum. Leute. Johannes, alles klar, Friede sei mit dir. Also ihr seid hier geparkt, oder wie darf ich das verstehen? Okay, ich dachte, ihr läuft mir hinterher. Aber scheinbar ist das irgendwie so eine Außenstelle, weißt du? Eine Jesus Christus Außenstelle. Wer da dann hin will und dann kriegt er halt gesagt, ja, der ist gerade nicht da. Kann ich dir vielleicht eine Nachricht überbringen? Nö, ich rufe später nochmal an oder so. Keine Ahnung. Also, was haben wir denn hier? Da ist er, Pedal. Pedal, mein alter Schinke, alles klar. Meister, was machst du hier? Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich unter meinem bescheidenen Dach zu empfangen. Aber ich habe dich heute erwartet. So. Sprechet weiter, Pedal. Petrus, ich freue mich auch, dich zu sehen. Du konntest mich nicht erwarten, denn ich bin ohne Ankündigung zu dir gekommen. Du Schlauerle, hä? Habe ich dich überrascht? So sieht's nämlich aus. Genau. Stimmt. Dann sag mir, was führt dich her? Ich bin gekommen, weil ich möchte, dass du die anderen hierher einlädst. Das ist nicht weiter schwer, da vorne stehen schon 3. Dann haben wir schon mal 4. In Ordnung, ich sag Andreas, er soll mir helfen, dieses Treffen vorzubereiten. Wird Matthäus auch kommen? Ja, schon, oder? Also ich habe gesagt, alle. Ja, ich möchte, dass auch er hier ist. Ich habe doch gesagt, alle. Mann, rede ich Chinesisch oder was? Gut, aber Jakobus und Johannes werden vielleicht über Matthäus Anwesenheit murren. Und Simon, der Zelot, sieht ihn an, als wolle er ihn mit Blicken durchbohren. Ja, der hat ein bisschen was gegen Zöllner. Ja, ich weiß, mein Freund. Genau deshalb müssen sie zusammenkommen. Genau deshalb. Ich werde das schon in Ordnung bringen. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass alle kommen. Jemand muss hier Ordnung halten. Matthäus zahlt jede Münze, Thomas zweifelt sogar am eigenen Atem. Jemand muss die Stimme der Vernunft sein. Ja, das bin ich. Ich hier. Ich mach das. Gar kein Problem. Deshalb habe ich dich für diese Aufgabe erwählt. So gehe hin in Eile, bitte. Versammle dich mit den 12. Geh zum bestimmten Ort. Ist dieser bestimmte Ort etwa da oben? Oh, hopp. Na, ich lass ihm mal noch ein bisschen Zeit. Ey, dich kenne ich doch. Du bist doch die Mutter vom Petrus, oder? Meister, du hast mich wieder hergestellt. Ich war schwach, aber jetzt bin ich gesund. Danke für dein Erbarmen. Gar kein Problem. Dank Gott. Und pass gut auf dich auf. So. Okay. Wenn wir mal auf die Karte gucken. Da ist ein fieser Pharisäer, aber den lassen wir gerade mal fieser Pharisäer sein, denn
Also, der Petal, der ist schon schnell, ne? Ich behaupte mal, der hat das schon hingekriegt, so. Wir gehen, ich setze mich schon mal hin, ja? Oha. Jesus kniete schweigend und betete Worte, die nur ihm und dem Vater bekannt waren. Er bat, dass seine Jünger einander lieben und eins seien, wie er und Vater eins sind. Das ist nicht so, wie ihr jetzt denkt. Dann blickte er zum Himmel und flüsterte, dein Wille geschehe. Zauber, mach, was du willst. So. Okay. Und da unten kommen sie schon? Oder? Also soll ich, achso, die 12 Vollenden, die erste Versammlung, sprich mit den Aposteln. Warum seid ihr denn nicht da rübergekommen? Also ein bisschen zu eng, es sind zu wenig Stühle da. Okay, ich komme zu euch. Ich komme zu euch, aber erst muss ich mir was aus dem Auge zuzeln. So, alles klar. Hallöchen, Hallöchen. Schön euch zu sehen. In dieser trauten Einsamkeit oder Zwölfsamkeit, keine Ahnung, wie man es nennt. Was ich euch jetzt lehren werde, ist, wir müssen jetzt alle eins werden. Nicht so, wie ihr denkt, ihr kleinen Ferkelchen. Ich erkläre euch das. Moment. Lass mich mal durch da. Lass mich doch mal... Petal! Mach doch mal Platz, Petal. Nun, es scheint mir, es ist gelungen, uns alle zu versammeln. Wir sitzen, wir essen und wir wissen immer noch nicht, worum es in diesem Treffen geht. Habe ich doch gerade gesagt. Wir wollen alle eins werden. Normalerweise, wenn Jesus uns zu einem Ort einlädt, bedeutet das, dass etwas geschehen wird. Oh ja. Oder dass einer von uns gleich eine weitere Lektion in Demut erhält. Oh ja, das auch. Diesmal bin ich es nicht. Zumindest soweit ich weiß. Es geht bestimmt ums Geld. Ein Treffen, das so eilig einberufen wird, dreht sich am Ende immer ums Geld. Aha. Ich finde schön, dass Judas gleich gesagt hat, ich weiß nicht. Wer weiß, du könntest recht haben, mein Freund, aber ebenso gut könnte es um Wunder gehen. Heute geht es weder um Geld noch um Wunder. Meine Lieben, heute geht es weder um Geld noch um Wunder. Diesmal geht es um euch. Zuerst möchte ich euch danken, dass ihr so schnell und so früh hierher gekommen seid. Ach, das ist gut. Immer erstmal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, ja? Nun, es war nicht einfach, aber wir sind hier. Ich hoffe, die Nachricht, die du für uns hast, war das frühe Aufstehen wert. Moment, das ist Judas, oder? Ich habe gerade einen Glatzenmann mit Judas verwechselt. War das nicht Markus oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist wichtig, denn heute werdet ihr erfahren, dass jeder von euch hinausgehen wird, um das Reich Gottes zu verkünden. Für diese große Aufgabe habe ich jene erwählt, die den Mut haben, andere zu lieben. But how, Master? Us? Aber wie, Meister? Wir? Du meinst, wir sollen allein gehen? Nein, mein lieber Philippus. Ihr werdet nicht allein gehen, sondern mit dem Geist, der euch führen wird. Na guck mal, kriege ich schon glatt ein Tränchen. Aber wie sollen wir das tun? Wir sind nicht wie du. Wir können nicht heilen. Wir können nicht einmal gut vor Menschen sprechen. Einige von uns ertragen kaum Gesellschaft. Oh ja. Zähl mich dazu. Was denkst denn du, warum ich euch wegschicke, Mann? Oder glaubst du, ich hab Bock mit euch 12 hier durch ganz Jerusalem und Galiläa durchzulatschen? Nee, ich will selbst meine Ruhe haben. Mann, ey. So, also, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr bereit wart. Ich habe euch erwählt, damit ihr bereit werdet. Mhm. Wenn wir irgendwohin gehen sollen, müssen wir wissen, wohin. Die Welt ist voller Gefahren. Römer, Pharisäer, Heiden und Fischer ohne jede Erfahrungen predigen. Wo ihr die Armen findet, dort werdet ihr gebraucht. Wo ihr Krankheit ist, wo Krankheit ist, so rum, werdet ihr Heilung bringen. Wo Finsternis ist, wird auch Licht sein. Us? Wir? How? Ja, aber wie? Du bist der die Macht hat. Das stimmt. Aber die Kraft, die ich vom Vater empfangen habe, kann auch durch euch wirken. So, ich möchte, dass ihr nicht nur zu den Menschen in Galiläa geht, sondern zu allen, die noch nicht wissen, dass Gott sie liebt. Ich will sie einfach nur loshaben. Ich sag, wie es ist. Also, wir sollen deine Jünger... Mann, du bist ja ein ganz schlauer, hey, mal lieber Mann. Manchmal fällt der Groschen in Pfennigen, oder was? Ihr seid bereits meine Jünger.
Doch von heute an werdet ihr auch meine Gesandten sein, meine Apostel. Überbringet die Botschaft. Apostles? That sounds Apostel? serious. Das klingt ernst. In der Tat, Bruder, es klingt fast nach Schwierigkeiten. Gut, aber kannst du uns sagen, was genau wir tun sollen, Meister? Sag mal. Ihr sollt verkünden, dass das Himmelreich nahe ist. Heilt die Kranken, richtet die Gefallenen auf. Zum Beispiel, unter anderem. Und wenn uns jemand nicht aufnehmen will, das sieht ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger, oder? Findest du nicht? Schüttelt den Staub von euren Sandalen und zieht weiter. Ihr seid nicht mit Stolz zu mir gekommen, sondern mit leeren Händen. Und wer mit leeren Händen kommt, dessen Hände können gefüllt werden. Nein, natürlich nicht. Ich wollte zum Waschen. Zum Waschen, natürlich. So. Aber Meister, wie sollen wir entscheiden, wer wohin gehen soll? Sagt mal, ihr stellt euch aber auch wirklich doof dran. Jesus, ne. Okay, also. So. Simon der Zelot und Judas. Ne? Simon der Zelot und Judas, sorry. Ich sende euch in den Norden Jerusalems. Simon, dein alter Eifer wird dort geduldigen Mut lernen. Judas, du denkst klar und erkennst Gefahr. Dort braucht es Menschen, die Ordnung bringen. Ich werde ohne Waffe gehen. Ich werde das Schwert durch Worte ersetzen und den Zorn durch Dienst. Ich werde für klare Regeln und Verbindlichkeit sorgen. Was für die Armen sammeln, werden wir aufzeichnen. Was wir versprechen, werden wir erfüllen. Ja, dann ist ja alles gut. Hätten wir schon mal 2 fortgeschickt. Sehr schön. Okay, dann Jakobus und Johannes, Double J, wie ich euch nenne, geht gemeinsam nach Bethsaida. Dort kennt ihr Ufer und Wind. Jakobus, dein Mut wird die Schlafenden wecken. Johannes, deine Liebe wird die halten, die sich schon abwenden. Gemeinsam werdet ihr Donner in Licht verwandeln. Wäre das dann nicht ein Blitz? Egal. Wir werden gehen, Meister. Ich werde ihnen sagen, dass das Wort ihren Namen kennt und dass sie mehr sind als das Gewicht ihrer Netze. Ist ja Wahnsinn. Und du so? Und ich werde jene ermutigen, die sich fürchten, ihre alten Netze loszulassen. Ein Feuer wird in ihnen brennen. Nicht um zu zerstören, sondern um zu führen. Es geht doch. So langsam schnackeln sie es, was ich von ihnen will. Das ist ja sehr gut. So, dann hätten wir noch Petrus und Andreas. Ich sende euch nach Nein. Petrus, deine Standhaftigkeit wird viele führen. Andreas, deine Sanftmut wird die Verwundeten heilen. Getrennt gebt ihr viel. Gemeinsam das, was Nein jetzt am besten braucht. Nein braucht jetzt ein dickes Ja. Ja, Meister. Gemeinsam sind wir stärker. Nicht wahr, Bruder? Richtig. Mein Bruder und ich werden alles tun, um deinen Auftrag zu erfüllen. Ist doch super. Okay, sag mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich verzählt. So. Philippus und Bartholomäus geht nach Kana. Die Erinnerung an das erste Zeichen lebt dort noch. Gemeinsam werdet ihr Kana das geben, was es braucht. Neuen Wein, ein glaubwürdiges Zeugnis und ein verständiges Herz, das andere öffnet. Aber achtet auf die Alkoholiker. Gebt denen nur was, wenn sie dann auch ihr Glaubensbekenntnis ablegen quasi. Wir werden gehen. Ich werde eure Fragen aufnehmen und du, Bruder, wirst ihre Herzen gewinnen. Wir werden unsere Freunde aus den umliegenden Dörfern einladen, damit niemand außen vor bleibt. Sehr gut, Philippus. Bin stolz auf dich. Ich werde zu den meinen zurückkehren und ihnen sagen, dass der verborgene Gedanken kennt, das Wasser des Alltags in den Wein der Hoffnung verwandelt. Nicht schlecht? Bartholomäus, du trägst deinen Namen zurecht, hey, echt jetzt. Voilà. Matthäus, Sohn des Levi, und du, Thomas, geht nach Kapernaum. Einer von euch kennt Sprache und Bräuche der Römer. Der andere stellt Fragen und führt Zweifelnde zum Licht. Gemeinsam seid ihr eine Brücke, ein Herz zum Vergeben, ein Geist zum Erklären. Okidoki? Gut. Ich werde gehen, Herr. Ich werde in meinem eigenen Haus beginnen, Zöllner und die einladen, die andere meiden. Ich möchte, dass Barmherzigkeit das erste Zeichen ist, das sie sehen. Okay. Das ist eine hübsche Frisur. Ich werde die Zeugnisse der Geheilten sammeln und Fragen klar und einfach beantworten. Wenn Worte allein nicht genügen, werde ich sie bitten, Gutes zu tun. Sehr gut, Thomas.
Auch du, gehe hin. Und nun zu dir, Jakobus, und du, Judas Thaddäus. Moment, der hat 2 Namen. Jetzt haben wir 2 Judassi. Das war komisch. Jakobus und Judas Thaddäus. Ich sende euch nach Süden, nach Jerusalem. Ihr beide sucht keinen Ruhm. Jakobus kann zuhören und Ordnung schaffen. Judas kann die Müden aufrichten und die Getrennten versöhnen. Wir werden gehen, Meister. Ich werde Tage des Gebets und der Lehre festlegen und die Almosen aufzeichnen, damit niemand vergessen wird. Ich werde lange zuhören und kurz sprechen. Oh, das finde ich gut. Das ist ein krasser Spruch, den merke ich mir. Ich werde mit denen sprechen, die in Angst vor der Meinung anderer leben. Wenn ein Streit entsteht, werde ich mit beiden Seiten zusammensitzen, bis wir den Weg zum Frieden finden. Ach, schön. Das ist doch gut. Hat jeder geschnallt, was ich hier zu stottern versuche. Sorry, mein Wortvorrat für heute ist aufgeschöpft. Ich muss jetzt mal so langsam zu Potte kommen hier. Nun weiß jeder von euch, wohin er gehen soll. Tragt die Botschaft des Friedens, heilt die Kranken, verkündet das Reich Gottes. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Lord, Herr, bevor wir aufbrechen, möchte ich nur wissen, warum hast du uns erwählt? Weil ihr geglaubt haben tutet, auch wenn ihr noch nicht versteht. Und das genügt. Okay. An jenem einfachen Dach in Kap Houn begann eine Geschichte, die nie endete. 12 gewöhnliche Männer mit Furcht, Zweifel und Hoffnung folgten dem Ruf. Sie wussten noch nicht, dass sie zum Fundament einer neuen Welt werden würden. Nicht durch Macht, sondern durch Dienst, durch Stärke. Durch Liebe und so. Im Glanz der Morgensonne entstand eine Gemeinschaft, die das Licht weitertragen sollte, bis an die Enden der Welt. Junge, ich komme ja kaum hinterher. Was soll denn dem? Ei. Warte auf einen neuen Tag, geh dich ausruhen. Jetzt mal ganz im Ernst. Das kann ich wirklich gerade gebrauchen. Ich muss mich hier mal ausruhen. Hier, meine Zunge ist schon ganz geschwollen und faserig vom vielen Labern. Das kann nicht angehen. So. Tschüss, bis morgen. So.